Der ZT-Tag wird Ihnen präsentiert von der Spitex Lindenhof in Oftringen, professionell, strukturiert und persönlich. Von der Wirtschaftsförderung Oftringen Rotrisch Zofingen und von Melita. Mit grosser Auswahl an Kaffeevollautomaten und vielen weiteren Artikeln im Melita-Shop Zofingen. Reden ist Silber, Schweigen ist Gold, heisst es bekanntes Sprichwort. Aber es gilt auch, wer gut reden kann, wer sich richtig gut ausdrücken kann, der weiss auch, das ist ebenfalls Gold wert. Herzlich willkommen zu dem ZT-Talk. Im heutigen Talk geht es quasi ums Talken, speziell ums gezielte, kunstvolle Talken, um die hohe Kunst des Debattierens. Nämlich, Hintergrund ist der nationale Final von Jugend debattiert am 22. und 23. März in Bern. Qualifiziert hat sich auch eine Kanti-Schülerin aus Zofingen, 17 Jahre alt. Und die ist heute bei mir im ZT-Studio. Ich freue mich sehr, dass sie da ist. Herzlich willkommen, Oda Holzknecht. Danke, dass ich da sein darf. Und ebenfalls im Studio ist der Marco Arni, Gymnasiallehrer in Zofingen. Er betreut das Debattierprojekt, und zwar schon ein Weile. Ich werde uns nachher davon erzählen. Herzlich willkommen im Studio, Marco Arni. Danke für die Einladung. Frau Holzknecht, 60 Jugendliche debattieren am 22. und 23. März in Bern. Kämpfen dort um den Titel vom besten Debattierer, die beste Debattierende im Land. Sie sind eine von diesen Finalistinnen dort. Erzählen Sie doch mal, wie und wo haben Sie die Freude so ein bisschen am Debattieren entdeckt? Also ich muss sagen, ich habe mich eigentlich schon immer für Sprache und Literatur interessiert. Und ich finde es auch spannend, Dinge wirklich auf den Punkt zu bringen und Aussagen treffend und gut treffen zu können. Und das Debattieren selbst ist mir eigentlich mehr zugeflogen. Also dafür hatte ich mich gar nie so speziell interessiert. Aber erst, als in der Schule so der Rahmen Jugend debattiert, so als Freifach, als Kurs aufgekommen ist, habe ich mich dafür sehr interessiert und dachte mir, ich schaue mir das mal an und mehr mal ausprobieren und schauen, was das eigentlich so ist. Man hört es ja, Sie sind nicht in der Schweiz aufgewachsen, Sie sind in Deutschland aufgewachsen und ein Jahr hier in der Schweiz. Hat Sie sich schon vorher, Sie sind jetzt 17, schon vorher fürs Debattieren, oder ist das hier in Zofingen passiert? Das ist erst hier in Zofingen passiert. Also Schlüsselerlebnisse so hat es nicht gegeben? Naja, also ich wurde von meinem Geschichtslehrer darauf angesprochen. Er meinte, ja, das könnte doch vielleicht etwas für Sie sein und interessiert Sie das? Und dann habe ich drüber nachgedacht und dachte mir, ja, warum nicht mal ausprobieren und schauen, wie das so läuft, aber ja. Was macht eine gute Debattiererin und ein guter Debattierer aus? Ich denke, besonders wichtig ist wirklich ein respektvoller Umgang. Das ist etwas, was in der Debatte noch viel wichtiger ist als im Alltag oder gerade auch bei politischen Diskussionen. Denn ein respektvoller Umgang, der anderen Person zuzuhören und auch wirklich mit Bedacht zu antworten und versuchen, auf einer Ebene zu bleiben, ist wirklich wichtig. Sich nach einer Debatte noch die Hände reichen zu können und auf einer Augenhöhe zu sein, noch freundlich gegenüberzustehen und sich wie bei einem Fußballspiel noch zu vertragen, ist das Wichtigste. Es ist zwar ein Wettkampf, aber man ist nicht gegeneinander, man redet miteinander. Haben Sie das Vorbild? Also ich finde, Redner gibt es viele gute. Auch im Ständerat, im Nationalrat, im Gemeinderat, eigentlich überall. Mein besonderes Vorbild, gerade für Jugend debattiert, sind meiner Meinung nach aber eigentlich meine Lehrer. Ich finde es nämlich jedes Mal aufs Neue beeindruckend, wie Lehrer so schwuppsdiwupps einen Unterricht einführen können, das Thema begeistert darstellen können und wirklich das Wichtigste in der Unterhaltung, nämlich das Vermitteln von Wissen, so leger und einfach rüberbringen und das wirklich jeden Tag immer wieder aufs Neue und auch immer wieder interessant. Also ich finde, das ist einfach eine enorme Kunst, das zu können. Und es ist mir auch immer wieder eine große Freude und beeindruckt mich auch immer wieder, wie das manche Lehrer so ganz super und flott hinkriegen. Auch der Herr Arni? Auf jeden Fall. Und Sie haben gesagt, der Geschichtslehrer hat Sie auf die Idee gebracht, ist das der Herr Arni? Nein, das war ein anderer. Genau. Okay, alles klar. Jetzt bei dem Wettbewerb, da müssen Sie ein Thema ziehen, das wird Ihnen zugelost und eine Position quasi wird zugelost, wenn ich das richtig verstanden habe. Ist das die so? Themen werden nicht zugelost. Also es gibt auf jeden Fall 2 Debatten, das sind 2 dieser Themen. Das wird zufällig entschieden, welche das sind, aber das letzte Thema, die Finaldebatte, machen quasi nur die Finalisten. Die Position wird aber 24 Stunden vorher zugelost. Genau, also und dann, das ist ja auch das schwierig, also man kann nicht
einfach mit einer Überzeugung dort reingehen, oder? Sondern sie müssen möglicherweise auch contre cœur, sozusagen, gegen ihre Überzeugung argumentieren. Wie schwer fällt Ihnen das? Ich muss sagen, emotional ist es manchmal schon gar nicht so einfach, wenn man sich wirklich selbst auf ein anderes Thema eingestellt hat. Aber ich finde, eigentlich macht das auch den Reiz des Debattierens aus. Es ist total spannend für mich, auch mal von einer anderen Perspektive das zu betrachten. Ich denke, das ist auch etwas, was im Alltag einfach viel zu kurz kommt, sich Gedanken zu machen, weshalb andere Leute so denken, wie sie denken. Denn im Normalfall in der Politik gibt es ja wirklich kein richtig und kein falsch. Es ist eine Abwägung, was einem wichtiger ist, wie beispielsweise bei der AHV-Rente. Es gibt auch kein richtig oder falsch. Wo soll das Geld hin? Braucht der Staat das Geld? Brauchen die Leute das Geld? Das ist wirklich eine Abwägungsfrage. Und da mal von einer anderen Position sich versuchen, wirklich in den Kopf der Menschen reinzudenken, die das so sehen, ist etwas Spannendes. Und ich denke, das ist gerade auch etwas, was für ein politisches Verständnis besonders wichtig ist. Also man lernt richtig etwas fürs Leben, he? Auf jeden Fall, ja. Okay. Wenn wir einen kleinen Test machen. Ich habe hier 3 Themen für Sie parat gemacht unter diesen Zetteln. Ich würde jetzt Sie bitten, eines von diesen Zetteln zuerst einmal zu ziehen. Da können wir das Thema und nachher dann wir noch Position ermitteln. Wenn Sie eines von diesen Zetteln ziehen. Sie haben das vorher so gemacht, dass Sie nicht wissen, was es da kommt. Können Sie die Frage vorlesen? Selbstverständlich. Soll der erlaubte Einsatz von künstlicher Intelligenz in der Schweizer Wirtschaft zum Schutz von Arbeitsplätzen beschränkt werden? Soll der Einsatz von künstlicher Intelligenz beschränkt werden zum Schutz der Arbeitsplätze? Marco Arni, wir haben gesagt, Sie würden jetzt Kopf oder Zahl? Kopf ist pro. Kopf ist pro. Kontra. Zahl wäre kontra. Zahl ist kontra, bitte. So. Ja. Kopf, pro. Kopf heisst pro. Frau Holzknecht, warum soll der Einsatz von künstlicher Intelligenz in der Schweizer Wirtschaft zum Schutz von Arbeitsplätzen beschränkt werden? Wir müssen uns erstmal fragen, was hat es eigentlich mit künstlicher Intelligenz in der Schweizer Wirtschaft auf sich? Was wird da überhaupt verwendet? Es geht hier konkret um die sogenannten AES, die autonomen Entscheidungssysteme, die vor allem jetzt in der heutigen Praxis Anwendung finden. Dabei ist gerade im Vorderpunkt genau die Frage, was diese in Zukunft vor allem auf der Basis von Arbeitsplätzen ändern können. Das bedeutet, was macht man mit den Leuten, die durch künstliche Intelligenz quasi arbeitslos werden, deren Beruf quasi gar nicht mehr benötigt wird? Das ist eine sehr schwierige Frage und man kann sich da auf jeden Fall sehr viele Gedanken dazu machen. Ein wichtiger Aspekt ist aber, künstliche Intelligenz ist bereits in unserem Leben. Doch sollten wir sie ausufern lassen und es so weit kommen lassen, dass sie unser Leben steuert, kontrolliert und uns in Grenzen hält mit dem, was wir machen können und was wir selbst auch bisher als Werte hatten? Es ist wirklich schwierig, eine solche Abwägung zu treffen, vor allem weil künstliche Intelligenz ja erst in den letzten Jahren so richtig oder vielleicht sogar im letzten Jahr erst richtig aufgekommen ist. Und es auch gar nicht so einfach ist zu sagen, was überhaupt mit Gesetzen, Regulierungen etc. in Zukunft passieren sollte. Es ist aber ganz wichtig zu betrachten, dass es den Leuten gut geht, dass Leute ihre Arbeitsplätze behalten und dass man sicher in die Zukunft geht. Etwas, was noch nicht richtig untersucht ist und wo man noch gar nicht richtig weiß, was in der Zukunft damit passieren kann, das sollten wir nicht auf die Bürger zukommen lassen. Wir wollen es erst richtig regulieren, wir wollen richtige Grenzen haben und dafür sorgen, dass es wirklich einen schönen Eingang in die Politik, in die Wirtschaft und in die Politik findet, bevor man das jetzt plötzlich einführt und sich noch gar keine richtigen Gedanken gemacht hat, welche Gefahren auf uns zukommen werden. Das ist beeindruckend. Das haben Sie aber schon auch eingeübt jetzt, oder? Also natürlich habe ich mich mit der Thematik schon beschäftigt, aber ich finde es ganz wichtig bei Debatten, nichts auswendig zu lernen und nichts einzuüben. Es soll immer spontan sein. Ist jetzt das aber auch Ihre Position? Haben Sie jetzt da, sind Sie jetzt da mit Ihrem Herz auch dabei oder haben Sie jetzt da ein bisschen müssen, oder nicht ganz? Ich muss sagen, ganz stehe ich nicht dahinter, aber es ist natürlich auch eine schwierige Frage, die Entwicklung pro oder contra, sich direkt dagegen auszusprechen, ist natürlich immer schwierig. Also ich würde sagen, mein Weg persönlich ist eher in der Mitte. Okay. Wie bereitet man sich jetzt ganz konkret auf so einen Debattierwettbewerb vor? Wie übt man? Also wie schon gesagt, es gibt ja 3 Themen, die dann im Endeffekt im Debattierwettbewerb vorkommen werden. Man weiß am Anfang noch nicht, welches davon die ersten beiden Debatten bilden. Die ersten beiden Debatten werden von allen Teilnehmern gehalten. Die letzte Debatte quasi nur noch für die Gewinner und Finalisten. Und da ist dann quasi das Entscheidende, wer hat es am besten gemacht.
Da ist es natürlich wichtig, dass man sich mit der Thematik beschäftigt, dass man sich überlegt, was überhaupt dahinter steht. Denn in der Debatte geht es ja nicht darum, nur andere Leute fertig zu machen oder Meinungen runterzumachen, sondern wirklich auch mit fundiertem Wissen argumentieren zu können. Und da ist es wirklich wichtig, auch mit Experten Gespräche zu führen, sich zu informieren, wirklich ganz breit, auch Printmedien lesen, sich damit beschäftigen, was gerade um einen herum passiert, ist einfach ganz essentiell. Okay. Erst 24 Stunden vor der eigentlichen Debatte erfährt man dann seine Position. Das bedeutet am besten auch auf beide Seiten vorbereiten und sich Gedanken über die Thematik. Können Sie ja vor dem Spiegel oder so oder vor dem Publikum dann auftreten, daheim oder vor dem Schulzimmer nochmal üben oder wie? Also ich persönlich bereite mich lieber im Kopf vor und mache mir dazu Gedanken. Ich denke nämlich, am besten kommt es immer spontan, was man da sagt und nicht zu viel einüben, nicht zu unnatürlich. Man möchte es ja so natürlich wie möglich halten und dadurch mache ich persönlich das eigentlich immer schon vorbereitet durch Wissen, aber unvorbereitet durch meine Rede. Wie können Sie mit dem Druck kommen vom Publikum denn? Ich meine, eben in Bern, das ist ein nationales Event, jetzt sind Sie da im Studio. Ist auch ein bisschen Publikumsdruck. Wie gehen Sie mit dem um? Das stimmt, ja. Also Lampenfieber hat man, glaube ich, immer. Und es ist jedes Mal eine Herausforderung. Aber ich muss sagen, sobald man einmal vor dem Publikum steht und das Sprechen anfängt, sind die Gedanken bei der Debatte, was richtig und was falsch ist, was man vermitteln möchte und das Wissen, das man hat. Und ich persönlich verliere da eigentlich auch meinen Fokus auf das Publikum. Und falls es mal passieren sollte, dass ich rauskomme oder dass ich sehe, dass die nette Frau in der dritten Reihe gerade zuwinkt, dann fixiere ich mich auf irgendeinen anderen Punkt und versuche die Debatte so ganz ruhig und entspannt fertig zu führen. Und wie gehen Sie damit um? Passiert Ihnen das auch ab und zu? Es gibt ja so unfaire Art vom Argumentieren, also den Gegner aufs Glatteis führen, pauschalisieren, also es gibt ja so wirklich auch eine Art, ich sage jetzt mal Anführungs-Schlusszeichen, findliche Argumentationstechniken, wo es eigentlich eher darum geht, nicht eine eigene Position jetzt, eben wie Sie es eingangs geschildert haben, in einer gemeinsamen, auf Augenhöhe Debatte und Auseinandersetzung zu suchen, sondern eher den Gegner fertig zu machen. Ist Ihnen das auch passiert? Passiert das? Und wie gehen Sie mit dem um? Also ich muss sagen, im Rahmen von Jugend debattiert sind ja auch sehr interessierte und wirklich auch faktisch gebildete Leute mit dabei, die jetzt weniger versuchen, wirklich jemanden runterzumachen. Aber natürlich gibt es mal das ein oder andere Argument, was mehr emotional als wirklich rational rübergebracht wird. Und in dem Falle muss ich sagen, für eine gesunde Debatte und wirklich auch einen schönen Gesprächsfluss, in diesem Falle muss man darauf aufmerksam machen, dass es mehr emotional ist und wirklich nicht faktisch basiert. Und ich würde auch sagen, in diesem Fall immer ruhig bleiben, immer die Debatte weiterführen und sich da nicht persönlich verletzt fühlen. Hat denn Ihre Fähigkeit, Ihr Können, was Sie jetzt auch geschult und geübt haben, also im Leben in einer Situation schon mal gut weitergeholfen, als Sie irgendwie in eine blöde Situation gelaufen sind, wo irgendwo Sie jemanden haben müssen, von irgendetwas versuchen zu überzeugen? Ist Ihnen das schon passiert? Also ich denke, das passiert einem ja eigentlich tagtäglich, dass man mal mit der Person redet, mal versucht mit dem Lehrer das und das auszumachen und so und kann man die Prüfung nicht dann und dann schreiben. Das kommt immer wieder vor. Ich glaube, man braucht es wirklich im Alltag viel unterbewusster, als man eigentlich denkt und deswegen, es gibt jetzt kein konkretes Ereignis, an das ich denken kann, aber es ist auf jeden Fall ein Skill, den man immer wieder brauchen kann. Möchten Sie mal in die Politik einsteigen? Ich muss sagen, ich finde es zwar sehr interessant und ich finde, dass jeder gebildet sein sollte in Politik und sich wirklich Gedanken um sich selbst und seine Umwelt machen sollte. Aber für mich persönlich ist es nicht das Richtige. Ich habe vor, ein Medizinstudium anzutreten. Okay, sehr gut. Dann können Sie dann mal Ihre Patientinnen und Patienten überzeugen von, was weiß ich, Hoffentlich dem Besten. Ja, genau. Marco Arni, das Projekt, wo wir jetzt gerade davon geredet haben mit Frau Holzknecht, das Sie betreuen an der Kante Zofingen. Wie sind Sie dazugekommen? Ja, also ich persönlich bin dazugekommen, bevor ich auf Zofingen gekommen bin. Ich habe vorher an der Kante Wettingen unterrichtet und bin eben vor ungefähr 10 Jahren, ich habe es jetzt nicht genau feststellen, haben wir dort schon angefangen mit eben Teilnahme an dem nationalen oder zuerst kantonalen Wettbewerb. Es ist dann eigentlich das Glück gewesen, als ich auf Zofingen gewechselt bin vor 6 Jahren, habe ich festgestellt, dass das in Zofingen auch schon verankert ist. Also das hat es schon gegeben, bevor ich gekommen bin an der Kante Zofingen. Mein Vorgänger hat das schon gepflegt und das habe ich natürlich dann sehr gerne übernommen und gesagt, das tun wir jetzt weiter kultivieren, das ist eine sinnvolle, eine gute Sache. Und offenbar auch erfolgreich kultivieren, wenn Sie können
Finalteilnehmerin auf Bern schicken, oder? Absolut, ja. Also ich müsste... Doda Holzknecht hat es jetzt das Jahr geschafft. Wir dürfen aber mit Stolz auch sagen, dass wir schon in den vorhergehenden Jahren haben wir Vertreter von der Kante Zofingen, die es bis zum nationalen Final geschafft haben und eben als kleinste Kantonsschule im Aargau sich am kantonalen Final schon durchzusetzen. Das ist nicht selbstverständlich und das freut uns natürlich. Also die Grösse der Schulen muss nicht mit der Qualität zusammenhängen. Das zeigt sich da ganz deutlich. Aus Ihrer Sicht, was macht eine gute Debattiererin, einen guten Debattierer aus? Also ich kann eigentlich das, was Doda Holzknecht schon gesagt hat, nur unterstützen. Es braucht natürlich die Fähigkeit, auf Augenhöhe mit den Leuten und mit Respekt zu diskutieren. Was sie auch jetzt in dem Test vorhin sehr eindrücklich gezeigt hat, ist, ein faktisches Wissen, ein Inhaltswissen ist auch unabdingbar. Also, man merkt sofort, wenn jemand nur Schaum schlägt, man merkt sofort, wenn hinter Argument kein Wissen steht. Also, auch das wird ja übrigens auch bei der Jurierung von der Debatte gewichtet, oder? Kommt jemand raus, hat eine inhaltliche Ahnung. Und dann kommen selbstverständlich die rhetorischen Qualitäten. Man kann also noch so viel wissen, wenn man das nicht irgendwie gut auf den Punkt bringt, wenn man das nicht rhetorisch zuspitzen kann, dann bringt einem das Wissen häufig nicht. Und als letzter Punkt würde ich eigentlich noch sagen, man muss eine Debatte lesen. Man muss merken, da kann ich jetzt einsetzen. Ja. Es sind ja 4 Leute, 2 pro, 2 kontra. Und da muss man auch immer den Fluss von der Debatte im Auge halten, merken, da kann ich jetzt das Argument bringen oder jetzt kann ich das Thema wechseln. Und das merke ich auch immer. Also nur einfach immer reden ist es nicht, sondern eben, es ist ein unmoderiertes Gespräch zwischen 4 Leuten und da muss jeder seine Rolle finden und das braucht auch noch ein gewisses Talent und eine Fähigkeit zu merken, wo schweige ich lieber und wo setze ich jetzt meinen Punkt. Und Doda hat das sind Sie da gut in dem? Also so das merkliches Lesen von der Debatte, sind Sie da gut? Das ist natürlich immer so Interpretationsfrage, aber ich denke schon, dass das einfach essentiell ist, dass man da gut mitkommt und den anderen gut zuhört. In diesem Projekt geht es ja auch um politische Bildung, so im grösseren Rahmen, richtig? Absolut. Warum? Das ist auch mit der Grund, also es sind die Fachschaften Geschichte und Deutsch, die das jetzt an unserer Schule eigentlich zusammen ein bisschen betreiben und jetzt gerade jetzt auch aus der Geschichte heraus, eben politische Bildung ist auch bei der Geschichte angehängt und wie es Doda gesagt hat, das ist letztlich Demokratiebildung, also die Fähigkeit, eben ein Thema von verschiedenen Seiten zu betrachten, Pros und Kontras sehen, miteinander, ohne dass irgendwie ein Polizist dazwischen steht, können Argumente austauschen, einander mit Respekt auch vielleicht hinweisen, dass das Argument vielleicht nicht verhebt und so weiter. Das sind alles Werte, die man in einer Demokratie braucht. Und darum finde ich, ist das in bester Art und Weise politische Bildung oder Demokratiebildung sogar im engeren Sinn. Sie machen das jetzt schon ein ganzes Weile. Vorher haben Sie gesagt, in Wettingen, jetzt seit etwa 6 Jahren in Zofingen, sind schon Schülerinnen und Schüler von Ihnen quasi, haben Sie schon gesehen, die in der Politik angekommen sind? So. Ja. Oder irgendwo auf anderen Bühnen, wo das letztes Jahr hat gerade jemand, auch sehr erfolgreich bei uns mitdebattiert hat, für den Nationalrat kandidiert, noch auf einer jungen Liste. Aber ja, es gibt es immer wieder. Also, jetzt ist die Frage vom Huhn und vom Ei. Oder? Also, es gibt Leute, die politisch interessiert sind und sagen, gut, dann will ich das Debattieren auch noch erlernen. Das passt eigentlich, ergänzt mein Interesse für die Politik. Und dann gibt es die eigentlich über das Debattieren auch ein bisschen politisiert werden. Das gibt es so ein bisschen wie beides. Gut. Ja, dann bleibt mir nichts anderes übrig, Frau Holzknecht, Ihnen viel Glück zu wünschen. Wir werden dann auf zofingertagblatt.ch und natürlich im Zofinger Tagblatt Print lesen, wie es Ihnen ergangen ist. Am 22. 23. März. Drücke Ihnen die Daumen. Dankeschön. Viel Glück. Und Herr Arni, auch Ihnen herzlichen Dank für den Besuch im Studio. Merci ebenfalls. Und ich drücke Ihnen auch Ihrem Projekt insgesamt den Daumen. Und herzlichen Dank fürs Zuschauen. Nächsten Talk bald wieder, hoffentlich wieder mit Ihnen. Danke fürs Zuschauen. Der ZT-Tag ist Ihnen präsentiert worden von der Spitex Lindenhof in Oftringen, professionell, strukturiert und persönlich, von der Wirtschaftsförderung Oftringen Rotrisch Zofingen und von Melita. Mit grosser Auswahl an Kaffeevollautomaten und vielen weiteren Artikeln im Melita-Shop Zofingen. Trotz gesundheitlichen Einschränkungen dort leben, wo man sich am wohlsten fühlt. Daheim. Das ermöglicht die Spitex Lindenhof mit ihren Pflege- und Hilfeleistungen rund um die Uhr, 7 Tage in der Woche, inklusive Notrufdienst.